Ich zeige heute eine Methode, wie man aus einem Stück Stoff eine Puppe herstellen kann. Das ist eine alte Technik, die ich mir wieder erarbeitet habe. Als Kinder hatten wir das schon mal durchgespielt, aber das ist in Vergessenheit geraten und ich habe es mir wieder erarbeitet. Zunächst wird von diesem Tuch bis zur Mitte eine Rolle gewickelt und dann von der Gegenseite. So, bei einem guten Drittel nimmt man die beiden oberen Rollen, zieht die auseinander, legt die neben die unteren, nimmt die liegen gebliebenen, zieht die durch die entstandene Öffnung über Kreuz. Dadurch hat man jetzt 4 Zipfel, an denen man kräftig zieht. Dadurch zieht sich der Stoff zusammen. Jetzt schiebt man die oberen Zipfel etwas herunter, bindet ab und schon ist der Grundkörper der Puppe fertig. Jetzt wird der Kopf ausgestopft und zugenäht. Und das geschieht mit Matratzenstich, einfach von der einen zur anderen Seite den Faden führen. Danach, wenn das fertig ist, kann der Bauch ausgefüllt werden, muss aber nicht. Es geht auch ohne. Man kann also dann gleich mit der Bekleidung für die Puppen beginnen. Um jetzt einen Körper von der Puppe zu haben, stopft man so wie den Kopf schon vorher auch den Bauch aus. Und damit auch hier die Därme nicht aus dem Bauch rausfallen, wird der Bauch zugenäht. Und auf der anderen Seite näht man dann auch den Bauch wieder zu. So, will ich einen Wassermann oder eine Mittagsfrau gestalten oder vielleicht einen Räuber oder eine Prinzessin, das muss man sich überlegen. Und davon hängt ab, wie das Gesicht gestaltet wird. So, natürlich kann nun, wer will, auch die Arme abnähen. So, also so könnte das dann aussehen, wenn wir die Arme und Beine abnehmen. Also ich zeige hier 2 Möglichkeiten. Einmal ist das Gesicht bestickt, das andere Mal nur bemalt. Das geht natürlich viel schneller, während die Stickerei doch auch genau überlegt werden muss. Diese Puppe ist nun eine ganz einfache, die so in der Technik entstanden ist wie diese. Die hier ist etwas aufwendiger gestaltet, die hat auch noch Flügel und man kann sie eben auch als Engel verschenken. Man kann eben zum Beispiel auch aus so einer Puppe einen Teddy oder einen Osterhasen machen. Natürlich nimmt man dafür dann anderes Stoff, andere Farben. Diese Figur ist also praktisch ganz einfach, nur Kopf und Bauch ausgestopft. Beine und Arme sind so faserig gelassen. Dazu kommt dann eben noch die Dekoration. Ja, jetzt haben wir hier den Wassermann. Der kriegt eine grüne Knollennase und einen grünen Mund. So. Und nun können wir uns überlegen, was kriegt der Wassermann für Haare. Und die kann man jetzt nun annähen. Da können natürlich auch noch solche Fransen mit rein, die noch eine ganz andere Struktur bringen. So. So, das Sinnvolle. So, der kriegt sein Kleid hier. Fertig. So,
zusammengezogen. So, also hier einfach nur einreihen. Dann wird der Umhang um den Hals herumgelegt und festgenäht. So. Haare haben wir ja schon mal So, jetzt wird das noch angenäht auf dem Kopf. Und das kann natürlich jeder noch viel besser. Vor allen Dingen, wenn die Hände erstmal begriffen haben, wie es geht, braucht der Kopf nicht mehr denken. So, wenn man sich mal anschaut, wie unterschiedlich der Wassermann gestaltet werden kann. Hier sind aus Klebefilz auch noch Hände und Füße angeklebt. Das Gesicht ist gestickt und modelliert. Perlen und Flitter sind verwendet worden. Bei diesem, der ist nun ganz einfach. Jede Puppe, die mit mehr Aufwand gestaltet wird, dauert natürlich auch länger. Aber man hat dann auch mehr Freude an dieser Sache, würde ich denken.